Wir begrüßen ausdrücklich das Bauprojekt Kennedy Süd, das Projekt gesagt Entwicklung von einem neuen Wohnkomplex mit integriertem Ökosystem Kirchbirch 4 gibt insgesamt 245 bezahlbare Wohnungen für ca. 550 Einwohner gebaut. Die Majorität von den Wohnungen wird zu sozialen Preisen verlohnt, ein Teil wird zu sozialen Preisen verkauft. Den Projekt weist, dass die Kirchbirch nicht nur ein Quartier für Büros ist, aber auch immer mehr eine Gegend gibt, wo Leute gut und gerne leben. Und das Projekt trägt auch dazu bei, dass der normale Bürger sich an der Stadt eine Wohnung leisten kann. Aber das ist natürlich nicht mehr ein Drops auf den warmen Stein. Dass wir heute ein Projekt zum abordablen Wohnraum stimmen müssen, ist keine gute Nachricht, aber das ist eine schlechte Nachricht. Es weiß, dass heute zu Lützeburg etwas fundamental falsch läuft. Es weiß, dass wir an einem Land leben, wo nicht alle Lützeburger und Ausländer sich ein Leben aufbauen können, auch wenn sie gewissenhaft alltag zu unserer Gesellschaft mit ihrer Arbeit und Kompetenz beitragen und auch Kinder erzählen, zu responsablen Erwachsenen die Zukunft von unserer Gesellschaft sind. Es kommen immer nicht Bürger bei mich, Staater, die hier in der Stadt geboren sind, hier an die Schule gegangen sind und hier gelebt haben, aber nicht mehr an ihrer Stadt wohnen können. 80% von den Salarien von der Stadt der Gemeinde wohnen auch nicht mehr an der Stadt. Sie gehen von den hohen Wohnungspreisen ökonomisch verdrängt und gehen von Expats, die gut verdienen, ersetzt. Das ist nicht nur persönlich, sondern auch kulturell eine Katastrophe, weil dadurch viel von unserem aktiven Kulturleben, Sprache und Identität an der Stadt verschwunden ist und für immer verschwunden wird. Die Stadt, aber auch als ganzes Land, geht immer mehr in Richtung von London, wo entweder Millionären oder Gutverdiener wohnen oder eben sozial schwache Leute, die an Sozialwohnungen leben. Mit denen, die alltag arbeiten gegangen sind, an dem den Mindestlohn verdient haben oder Handwerker, Infirmien und Polizisten waren, konnten sich London nicht mehr leisten und machen nur 1 Stunde Commuting. Auch die meisten Städter Gemengenarbeiter an Städter, die hier geboren sind, können sich die Stadt nicht mehr leisten und machen 1 Stunde Commuting. Die Situation ist kein Zufall oder einfach ein Schicksal, weil es so über das Land kommt. Das Logementskrise ist eine logische Konsequenz von einem unkontrollierten Wachstum an Abwanderung. Wenn über Jahrzehnte mehr Leute an das Land kommen sind, wie Wohnraum gebaut gehen ist, dann ist es ganz normal, dass es zu einer Logementskrise kommt. Aber es gibt nicht nur eine Logementskrise, es gibt auch eine Infrastrukturkrise, es gibt eine medizinische Krise, es gibt eine Integrationskrise, eine Identitätskrise. Und das ohne, dass wir mal eine richtig ökonomische Krise haben. Was passiert, wenn so eine Krise mal auf uns durchkommt? Was möchte das mit all den anderen Krisen? Jeder mit einem bisschen gesunden Menschenverstand hat das schon 24 Jahre verstanden. Mit CSV, DP, LASAP und die Grünen hat es einfach weiterlaufen gelassen, anstatt das Wachstum so zu bremsen, dass es eben nicht zu einem Desequiliber am Wohnungsmarkt kommen wird. Also müssen wir heute teuer suchen, mehr wie 100 Millionen bezahlen für eine Lösung für Probleme, die die Regierungsparteien der LASAP und die Grünen alle kommen gesehen haben, wir aber nichts dagegen gemacht haben. Wir brauchen wirklich so Bauprojekte, für uns ein bisschen gegenzusteuern. Dafür begrüßen wir Initiativen vom Staat, aber natürlich auch von den Gemeinden, und da möchte auch die Stadt der Gemeinde im Moment viel mehr, dass wir unbedingt probieren, die Leute nicht an der Stadt zu kriegen oder an der Stadt zu halten. Und hier gefällt uns nicht, dass am Text steht, des logements locatifs abordables pour jeunes adultes qui travaillent à Luxembourgville ou qui y sont grandus. Soll es darum gehen, einfach nicht mehr Junker sesshaft zu machen an der Stadt, und nicht die Junker, die hier geboren sind oder an die Schule gegangen sind, dass die mit ihren Familien, mit Kindern nicht zurückkommen an die Stadt oder dass man sie halten an der Stadt. Dafür habe ich 12 Fragen. Erstens, was für Kriterien sind festgelegt, wird uns
erschenkt, als dat net für Residenten, die schon 20 Jahre an der Stadt gewohnt haben, mehr für Belgien verreen. Zweitens, gehen halt nicht die Lützebäuer, mehr auch Ausländer, die 10, 20, 30 Jahre lang zu a für Lützeburg geschafft haben, mit Lohmisten an Deutschland wohnen gehen, diskriminiert, weil sie keine aktuelle Residenz am Land haben. Müsste mir nicht gerade die Leute zurückkriegen mit so Projekten. Merci.